Ja, ich fange dann schon mal an. Guten Tag, ihr Leid. Guckt mal da. Ist das nicht schön? Ein beleuchtetes rotes Ding und da fliegt ein schwarzer Vogel. Obwohl fliegen würde ich das nicht nennen. Oh, guck mal da. Hallo, Diora. Hallo Gisela. Nee, Eddie. Ach so, ja. Okay, da sind wir wieder. Hightail steht an. Aber was machen wir? Was machen wir? Wir bauen uns... Einen Satz. Was brauchen wir denn? Gisela. Hast du Angst gekriegt, gell? Ja. Ja, wir bauen unser Feld ab. Ui. So, an dieser Stelle merke ich gerade, ich muss mich hier ein bisschen entschuldigen. Bring mal bitte die Hacke und hacke dann das Feld. Okay. Bemerkt man das, wie ich hier versuche, diesen reifen Weizen 10-mal abzubauen und der braucht ein bisschen? Hat noch nichts zum Hacken. Also ich kann nur sagen, oh leck, es leckt. Es leckt. Nennen wir es die leckende Folge. Ich gucke einfach Dio nicht so an. Warum ist denn die Verbindung so rot? Ja, warum ist wohl die Verbindung so rot? Ach so. Raten Sie mal. Ah. So, ihr lieben Leute, wir haben nämlich folgendes Problem. Wir sind hier auf Aushilfsinternet. Das ist nicht... Jetzt fehlt sogar der Plop. Ah, jetzt kommt er. Ihr merkt schon, das ist alles ein bisschen... Es leckt wie nix. Es leckt wie beim Heizungsbau, sag ich euch. Ja, wir haben gerade mal wieder durchgeschnittenes Internetkabel. Wir kriegen gerade in der Straße Glasfaser gelegt und da muss man die Straße aufreißen. Und irgendjemand hat in die Straße rein so Kabel gelegt, so Internetkabel. Und die muss man natürlich durchschneiden. Das ist normal, das macht man so. Ja, wie willst du die Konkurrenz sonst loswerden? Ja, aber echt, hey, genau so. Und ja, jetzt haben wir halt kein Internet, weil wir noch kein Glasfaser haben. Das wird ja erst gelegt. Und dann haben sie halt unser Internet durchgeschnitten. Und deshalb sind wir... Muss ich mich doch dran gewöhnen, dass du da plötzlich einfach reinploppst. Ach so. Und deshalb sind wir hier auf Aushilfsinternet angewiesen. Also es tut mir sehr leid. So, jetzt pass auf. Ich habe gestern gelernt, dass man ja angeblich hier Grabsteine entfernen kann. Tatsächlich. Das ist ja mal krass. Und was ist das da? Spawn. Und das da? Vergessener Tempel. Kann ich das da auch entfernen? Ort auswählen. Okay, jetzt habe ich... Oh, hast du gesehen? Du kannst die jetzt auch... Moment. Was? Ich habe gar nichts gesehen. Oh, krass. Geh auf die Karte. Ja. Mach einen Rechtsklick auf zum Beispiel das irgendwas. Zum Beispiel hier unten der vergessene Tempel. Rechtsklick drauf, Ort auswählen. Und dann ist das Ding orange. Ah. Und auch auf der Karte. Ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt, okay. Ich gehe jetzt... Shift 2. Schünen. Können wir das Schiff wegmachen, zum Beispiel? Ja. Weiß ja, wo es ist. Ich würde gerne meine 10.000 Grabsteine wegmachen, aber das ist zu weit weg. Ja, also ich sehe hier was. Was ist das? Elimine Mine und knascht. Und hier ist ein Shift 2. Shift 2 kannst du bitte lassen. Shift 1 finde ich so wieder. You may not edit a marker. Irgendwas, tut mir leid. Shift 2 habe ich als erstes weggemacht. Aber guck mal, ob es bei dir noch ist. Ja. Ist südwestlich. Okay. Danke. Aber das war... Ich hab's auf Video. Das war perfektes Timing. Ich mach's weg und du sagst, kannst du bitte lassen. So. Ja, jedenfalls ist unsere Internetleitung... Ich habe von meinem Internetprovider so einen kleinen Nur die Internet. WLAN-Router gekriegt mit einer SIM-Karte drin mit 500 GB. Also das geht zumindest. Das Ding ist halt, dass das halt im Upload und Download lahm ist. Und deshalb... Ja, müssen wir damit leben. So, was macht man eigentlich? Ich will auf jeden Fall mal das Zeug hier loswerden, bevor wir da irgendwas machen. Und wir haben immer noch keine Ahnung, was genau wir heute machen.
Taschen leer machen, ist immer gut. So, und das da machen wir gleich dahin. Und was ist denn das? Ach so, ja, die roten Blöcke könnte ich natürlich auch mal loswerden. Die Holzblöcke. Wo habe ich denn die roten Blöcke her? Vielleicht da? Nee. Da? Nee. Da? Nee. Da, nee, da, nee, da, nee. So. Das ist eine gute Frage. Da sieht's gut aus, da. Okay. Bisschen aufräumen gleich. Das mein Card ist auch dein Card. Komm, ich nehme mal den da, damit man den mal isst oder trinkt. Okay. Hallo. Hi. Was haben Sie denn heute vor mit mir? Hm? Ich will irgendwas bauen. Vielleicht eine Mühle oder eine Wassermühle. Eine Höhle bauen? Mühle! Eine Mühle. Ob das die Mühe wert ist? Oder irgendwas anderes. Vielleicht eine Schmiede oder sowas. Wir haben keine Schmiede. Also, ja, hier drin sind 2 Schmelzöfen, aber... Ja, das doch. Sollen wir so richtig mal, sollen wir mal so richtig was bauen? Ja. Nicht ein vorgefertigtes Haus nehmen, sondern so richtig anfangen mit selbst Holzboden legen? Ja. Also ich meine, ich habe ja schon mal einen Stall gebaut, aber natürlich ohne Holzboden, weil es ist ein Stall. Ja, ich habe bis jetzt auch nur fertige Sachen ausgebaut, die ich gefunden habe. Ja gut, dann gehen Sie mal vor, Bauplatzbesichtigung, ja? Was brauchen wir denn? Ja, du willst doch eine Schmiede oder sowas bauen, mit einer Mühle dran. Aber eine Mühle und eine Schmiede, eine Mühle wird doch genommen, um Mehl zu mahlen. Ja, ich will ja auch nicht alles in einem Gebäude. Ich will schon 2 Eine unterschiedliche... Miede. Oder eins Eine von Müde. beidem. Bau doch eine Müde. Halb Mühle, halb Schmüde. Ja, so. Ja, da kannst du auch gleich wieder schön müde spielen. Kannst auch eine Schmiele. Ja. Eine Miele. Die kann auch Geschirr waschen. Also, eine Mühle braucht ein bisschen Wind. Das heißt, Also wie wär's, wenn du mal vorgehst, statt hier. Guck mal, wie die Truthähne lustig schlafen. Ja. Also, da drüben bauen wir irgendwo eine Windmühle hin. Da drüben in der Nähe vom Friedhof? Ja. Hat das nicht wehgetan? Ja. Ja, das mache ich aber nicht. Mir Ich bin egal, ich muss zivilisiert, ein paar ich bin Bären zu loswerden. Leitern. Okay, ich bin zivilisiert, ich weiß, wie man Leiter benutzt, ich kann es nur gerade nicht. Wir haben zu viele Bären. Ah, hier komme ich gar nicht raus, gell? Bären oder Bären? Hoppala, das war zu hoch. Bären. Hier auf dem Kies, da kann man bestimmt gut eine Mühle hinbauen. Eine Windmühle. So, jetzt bin ich draußen. Oh, guck mal, es wird gerade Tag. Wunderbar. Oder wollen wir eine Klaus. Wassermühle Hoppala. bauen? Klaus. So. Wassermühle oder Windmühle? Kann man überhaupt eine Mühle mit drehendem Nee, Irgendwasrad soll nur so bauen? aussehen. Wie ist du denn überhaupt? Ach, da oben. Also, soll nur so aussehen. Wir Ja, fangen dann- mal an zu bauen und gucken dann, wie weit wir kommen. Also ich würde, wenn du schon mal da oben stehst, würde ich da eine Windmühle hinmachen. Okay. Was war denn das da drüben gerade für ein riesiger Vogel? Ja. Was? Hat der da? Der ist schon riesig, oder ich... Tut mir leid, ich muss gucken, was das da für ein großer Vogel ist. Das ist schon ein verdammt großer Rabe, oder? Findet er nicht? Der ist schon richtig... Ich muss da gucken. Das ist ein kaputt? riesiger Vogel. Siehst du den auch? Ja, Den großen, ist der bei dir auch so groß? ja, irgendwie schon. Ja, gell? Ich sag doch, dass der groß ist. Ist der kaputt? Ich weiß nicht. Oder sind die schon immer so groß? Das ist mir noch nicht aufgefallen. Das kann natürlich sein. Vielleicht sind wir geschrumpft. Ich bin der Papa Schrumpf. Ich hab nur einen Strumpf. Ich hab nur einen Schuh. Ja, nu. Gott, fliegt auf mich zu. Oh, hau auf. Hallo. Lass mich mal eutern. Eutern. Was? Eutern? Oder was will der haben? Kartoffeln? Moment, du kannst die auch zähnen. Ja, da ist Was? so eine Kartoffeln zählen? Kartoffeln melken. Was denkst denn du, wo die Mandelmilch herkommt? Von Kartoffeln, ist doch ganz logisch. Nein, Mann, da war so eine haarige Kuh. Eine Longhorn-Kuh. Ah, okay. Und die wollte ich eutern. Euthanasieren, oder Nein, nur eutern. Ich wusste, dass das jetzt halt kommt. Sowas Ja. will ich nicht tun. Was macht denn der Bär da drüben? Ich muss mal... Die Fische kommen mir auch ein bisschen groß. Haben wir geschrumpft? Haben wir den Mikromodus?
aktiviert. Guck mal, wie dieser Bär hier rumschleicht. Oh, oh. Oh, oh, er ist drin. Nein. Okay. Irgendwas ist tot. Irgendwas Hühnchenartiges. Oh weh. Leichtes Fell. Okay, das muss kein Huhn. Okay, wir haben noch 3 gelbe Hühner. Ja, 2 Truthingele. 3 weiße Hühner, 2 rote. Ne, ich glaube, wir haben alles überlebt. Aber irgendwie hatte ich gerade eben... Kann sein, dass ich einen Pinguin geschnetzelt habe. Nein! Bist du des Wahnsinns? Oh weh, jetzt habe ich wieder 10.000 Eier. Eier. Oh weh, warte. Oh nein. Oh, das sitzt... Ah, ne, da ist er. Ich dachte, es wäre das Truthahnküken. Nee. Ich glaube... Also eventuell hat es einen Pinguin gekostet. So, aber das muss ich nochmal angucken. Der Bär ist wirklich jetzt da hoch. Ist der... Oder ist er da rein? Darüber. Keine Ahnung, ich muss hier verbessern. Zum Glück habe ich das gesehen. Der hätte unseren ganzen Geflügelbestand, hätte der zunichte gemacht. Der Bär. Der Problembär. So, und das da steht mir zu nah da dran da. Und deshalb muss es weg. So. Also können wir ja durchaus da hinstellen. Nee, stellen wir nicht dahin. Da ist ein kleines Wildschwein. Hast du den Bär, hast du gesehen, wolltest du ihn vertreiben, ja? So. Bist du schon fleißig beim Arbeiten? Ich sehe da drüben nur einen blauen Frosch rumhüpfen. Bist du ein blauer Frosch? Scheinbar nicht. Sie redet nicht mehr mit mir. So. Okay. Jetzt müssen wir hier ein bisschen gucken. Wo machen wir denn den Strohwagen hin? Ja, ihr braucht jetzt, sie sind jetzt ein bisschen aufgeregt wegen dem Bär. Ich habe keine. Oh. Das sollte doch reichen, dass hier noch mal ein Bär reinhüpft. Und da hatte ich ja auch letztens ein Monsterle drin. War auch nicht cool. Ah ja, deshalb habe ich ja hier einen Zaun gebaut. Mega Zaun. So, die Bienchen summen herum. Okay. Aufel. Aufel. Habe ich keine. Hobbel. Ich habe keinen guten Platz für den Strohwagen. Dann stellen wir ihn hier hin, oder? Sollen wir ein bisschen Strohwagen? Da. Traust du dich eh nicht. Dann stellen wir ihn einfach hier hin. Da können dann die Tiere ein bisschen rumklettern. Ungefähr hier, ja. Hobbel. So. Okay. Hoch auf dem gelben Wagen. Sitzt der Herr Ork und lacht. Was? Seine Streitaxt getragen. Fällt mir nichts ein, bis um Mitternacht. Bis er dich damit schlacht. Ah. Ich wollte mich doch etwas an die hier reiben. Aber der, pass auf, der Ohork, der trollt. Guckst du, wie wär's? Du arbeitest, ich gebe den Rhythmus durch Gesang vor. So, also, wir brauchen Holzboden, richtig? Ja. Dann gut, dann gehe ich Holzboden bauen. Ich könnte dir schon mal 6 Weichholztreppen geben. Das habe ich. Außerdem wollten wir noch ein bisschen das Wasser auffüllen, glaube ich. Hier sind ganz irgendwann viele mal, Löcher ja. im Wasser. Muss ja erst mal. Guckt euch mal die Vögel da an, wie die schön... Die schönen Vögel, was? Was? Die Vögel, die zucken hier so rum. Die kommen kaum von der Stelle, der da oben, der flattert sich ein Ast. Das könnte auch ein Kolibri sein. Kann man sich einen Ast flattern? Das siehst du doch. Guck doch hoch, dann weißt du. So, frag nicht so blöde. Boah, das sieht gut aus hier, diese Treppen, diese Abstufung da runter. Oh. Ich bin jetzt so an Moria. Da raus. Okay, dann bauen wir also mal schön Holzboden. Holzbohlen bauen. Haben wir eventuell noch was auf Halde?
Nee. Ich dachte, hier wäre noch irgendwie was. Nee, hier sind nur 10.000 Minengas. Okay. Ja, mal durchgucken. Irgendwo wird man doch... Ich brauche nämlich noch. Also, wir machen aber schon Holzboden oder wollen wir Steinboden? Nee, so eine. Uff. So eine. Wie heißt denn? Mühle. Die wurde Mühle relativ. halt. Eine Mühle hat einen Holzboden, oder nicht? Ich glaube schon, die wurden relativ mobil gebaut, weil nicht immer der Wind so ideal war. Und dann konnte man. Ach so, das ist da mit Räder dran oder so. Ja, genau. Also die wurde einfach auf die Seite gelegt und dann Ja klar, weggefahren. und manche wurden auch auf Booten gebaut und ein paar Segel vorne dran und dann hat es ein Perpetuum mobile. Zum Beispiel. Okay, gut, dass wir drüber geredet haben, danke. Da ist dann eine random Folge. Ich verstehe auch gerade nicht, was hier los ist, aber okay. Wir machen einfach mal weiter. So, ich muss noch irgendwie meine Eier irgendwie loswerden. Was? War Ostern, das passt. Ich müsste noch meine Eier entleeren. Komm, wir entleeren sie ins Feuer. Ich brauche Erde. Oh, hopp. So, das ist hier meine Müllverbrennungsanlage. Wo ist mir Erde? Wir haben halt zu viele Eier. 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 Wir haben zu viele Eier. Es tut mir sehr leid. Sammel da Erde. Ach, da unten sind sie so. Man kann halt... Kann man Eier werfen? Also auf Gegner? Gibt das Schaden? Das wäre vielleicht mal eine coole Idee, das wir mal ausprobieren können. Gibt vielleicht seelischen Schaden. So verletzte Gefühle oder sowas. So, komm, dann tun wir hier auch noch ein bisschen. Wie kann denn ein Bär ein leichtes Fell und ein schweres Fell und 2 schwere Fälle machen? Das ist auf alle Fälle seltsam, das kann ich schon mal sagen. So, dann hier, ne? Machen wir das da rein. So, ich will ja eigentlich Holzdielen bauen, ja? Zap, zarab, das gibt schöne Hartholz-Halbstufen. Nein, da oben. Hartholzplanken. Prunkvolle Hartholzplanken oder Hartholzplanken dekorativ. Dekorativ. Da machen wir mal 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 sollten reichen, oder? Für den Anfang erstmal. Wir wollen ja erstmal so... Hoppala, die Grundfläche machen. Okay? Ja. So. Wie Sie sehen, Vögeln bewegen sich flüssig. Die Vögeln. Bisschen langsam finde ich noch, aber okay. Und dann brauchen wir natürlich eine Bahnanbindung. Haben wir ja schon fast. Guck mal, da drüben bewegt sich ein gelber Wasserkopf, nicht Wasserkopf, Kopfsalat. Ne, ein grüner. Ich habe den ganzen Witz versaut. Da drüben im Gebüsch bewegt sich ein grüner Kopfsalat. Ja, genau, dich meine ich. Okay. Das sah gerade so witzig aus. Weil da hinten, ich sehe nur Gebüsch von unten und einen hellgrünen Dingen. So, ich gehe mal hier für Sicherheit sorgen. Ja. Das sind diese gefährlichen schwebenden Schlangen. Die sind am gefährlichsten. Da muss man ganz böse aufpassen. Oder? Da ist ein Truthahn. Turut. Ah, da ist noch eine Schlange. Junge, hast du hier irgendwie am Schlangenhort hast du das Dingens gebaut? Hast du ja... Hey, guckt euch Ja, das an. die Schlangen, doch, die Schlangen, die müssen sein. Die Schlangen vertreiben nämlich die Mäuse und Ratten. Deswegen passt hier das genau, dass hier eine Mühle steht. Ah ja. Ja. Weißt du denn das nicht? Die stehen schon Schlange. Na, ich kann dir sagen, wir werden Mäusen- und Rattenplage haben. Weil ich habe gerade 2 Schlangen getötet. So, also, ich übergebe Ihnen Planken. Dekorativ. Komm Der mal. blanke Hohn. Bist du schon wieder im Geistermodus? Nein. Ah, du bist im Ruckelmodus. Okay, das kann natürlich sein. Ja. So, jetzt weiß ich halt nicht, wie groß, wie breit und der Boden. Und wo kann ich denn noch was helfen vielleicht? Was machst du da? Ich. Du pflanzt du Moos? Ja, irgendwie, ich habe aus Versehen ganz viel Moos eingesammelt. Ja, schmeiß es doch weg.
Am Stück. Jetzt rennt sie. Das ist eine... So, Planken. Schlimm hier. Okay. So eine Mühle ist ja meistens so eher rundlich, ne? Ich dachte, wir wollen eine Windmühle bauen. Achso, ja, wir müssen ja erstmal... Du willst eine Windmühle bauen, sind eher rundlich, ja. Also so... Vielleicht leicht, also zylinderförmig, aber oben etwas spitzer, würde ich sagen. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Windmühlen gesehen, außer die in Ocarina of Time. Die fällt mir jetzt gerade ein. Nee, das war Wind Waker. Genau, Wind Waker. Ja, oh, das sind aber sehr dekorative Steine. Muss dran denken, ne, dass das dann der Boden ist. Ja. Ja, komm dann. Wo vielleicht? Ach, guck mal, da unten ist noch eine Schlange. Die lasse ich jetzt am Leben. Zu viel Arbeit, hier die ganzen Schlangen wegzumachen. Das ist halt jetzt eher so, dass Das Grundding. irgendwo habe ich mich vertan, oder? Weiß ich nicht, aber ich hätte da gleich eine Anmerkung zu machen. Ja, geht. Willst du nicht die Seiten ungerade machen? Also die da, hast du 4 Blöcke. Wenn du ungerade machst, kriegst du eine schöne Tür rein und kannst mittig dann zum Beispiel sowas wie ein Rad platzieren. Ja, stimmt. So könnte ich eine Doppeltür zwar machen, aber ja. Ja, recht, schon klar, recht, aber du kriegst dann halt mittig nichts hin und du willst ja höchstwahrscheinlich das Rad mittig hinmachen. Ja, ich könnte noch eins nach hinten. Ich find, das war ein guter Tipp von einem, der immer genau den Fehler macht. Ja. So. Hopp. Da drüben ist. Ich werde jetzt mal da drüben diese Spinne töten oder frisst die Spinne die Mehlkäfer oder so. Hast du da irgendwie auch, aber die ist ja auch auf der anderen Wasserseite, die müsste ja erstmal darüber schwimmen. Also So so eine steht die gute jetzt schon. Tarantel frisst, glaube ich, auch im Haus. Aber Taranteln werden bis zu 20 Jahre alt. Oder waren es 30 oder waren es 10? Irgendwie sowas. Da ist wieder dieser riesige Rabe. Alter, das gibt's nicht, oder? Kaum baust du eine Mühle, fliegt da schon der Rabe rum. Hast du Krabbert gelesen? ja. Ah, siehste. War da nicht was mit einem Raben? Das heißt gelesen. Also wir waren damals in der Bibliothek mit der Schulklasse und da wurde es vorgelesen. Oh, das ist ja quasi ein Hörbuch gewesen. Ja. Du weißt, jetzt hast du es gesagt. Jetzt wird das Internet einen Flashmob starten. Das sind keine richtigen Bücher. Wenn man ein Hörbuch hört, das ist nicht wie ein Buch gelesen. Das war wohl kein Hörbuch. Hast du vorgelesen gekriegt? Ist egal. Das wurde aus einem Buch vorgelesen. Was ist denn, wenn man sich ein Hörbuch transkribieren lässt und durchliest? Ist es dann noch ein Buch oder ist es ein Hörbuch? An demselben Tag haben wir uns, glaube ich, auch selbst ein Buch gefunden. War das jetzt 5? Ne? Ja, jetzt sind es immer noch 4. So habe ich mich wieder verfehlt. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Das stimmt. Ach so, da ist es auch 1, richtig. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Da ist noch falsch. Was ist los? 4. Kannst natürlich auch eine Seite so lassen. Sieht halt dumm aus. Was ist jetzt wieder? Es ist voll cool. Ich mach mal hier das Zeug weg, dass ich dich besser beobachten kann. Ich bin. Aha! Da guck! Da Ja, cheatet ich sie bin wieder. falsch. Da cheatet sie. Da sitzt sie auf dem Holzklumpen drauf und schwebt rum. Oh, jetzt nicht mehr. Ach so. Da ist eine hungrige Kami. Ich wollte gerade sagen, sag mal, warum füllst denn du da alles aus? Willst du nicht hochbauen? Das ist ja nur der Boden. Ah, schön. Guck mal, ich komme mal schon auf den Boden. Der ist schon sehr... Ja. Lässt sich schon gut stepptanzen hier. So. Also, eine Mühle. Ich habe kein Holz mehr und eine hungrige Katze. Wie, das sind 70 Holz? Das sind 70 Holz. Lass mich vergackeiern. Okay, Tja. ich gehe Neues machen. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Okay, dann gehen wir halt neues Holz machen hier. So, ich würde vorschlagen, pass auf, wir blamieren uns mal ein bisschen
und werden eine Mühle, eine Windmühle bauen, ohne nachzuschauen, wie sowas aussieht, okay? Sondern so, wie wir denken. Also ich meine, natürlich werden wir kein drehendes Rad hinkriegen, aber so, wie wir denken, dass es sein sollte. Da haben wir relativ viel Glück, weil die sind relativ... Relativ einfach, ja, finde ich auch. Oder denke ich mir auch Nee, so. ich wollte eigentlich sagen, die sind relativ ununiform. Es gibt die Ach so. in verschiedensten Art und Weisen. Die brauchen wir gar nicht, oder? Scheiß drauf. Kann ich die nicht abändern? Doch. Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich Planken gebaut? Nein! Ich will so da haben. Soda? Ach, penn mal die Gens. Ja. So, weil ich glaube nämlich, dass ich ziemlich gut Bescheid weiß, was eine Mühle ist. Also so. Ich habe Zelda gespielt, weißt du? Und da ist dann so, okay, es fängt schon an, dass ich nicht weiß, ob eine Mühle einen Holzboden hat. Aber es ist ja egal. Also es ist eine Mühle und dann kommt da vorne so ein großes Rad dran, so 3 oder 4 oder 9 Segel oder so viel wie du willst, quasi so Segel, radförmig aufgespannt. Und wenn da dann der Wind dran bläst, dann dreht sich das Ding. Und jetzt kommt's. Das bläst ja nicht zum Spaß. Das bläst, weil es in Wirklichkeit ein Säugetier ist und nicht lang unter Wasser bleiben kann. Keine Anwende, sehr gut. Nee, das dreht sich dann das Rad durch den Wind. Und an dem Rad ist über Kurbelwellen oder sowas und Zahnräder wird das dann so gemacht, dass sich da dann so Gestänge ist, was sich dreht. Und das geht dann unten an einen großen Mahlstein. Der ist mal Stein und mal aus Holz. Größtenteils aber aus Stein. Und der dreht sich dann. Und der Mahlstein, der dreht sich und der dreht sich in so einer Steinschüssel, sag ich mal. Und in die Steinschüssel, da kannst du dann Körner reinmachen und dann dreht sich dieser Mahlstein, der von dem Mühlrad angetrieben wird durch Windkraft, der dreht sich dann da und mahlt dann das Mehl, nee, die Körner zu Mehl. Ich weiß es. Warte. Windmühle. Was? Du bist schon irgendwie doof, oder? Du hast irgendwie angefangen wie so Dings da, irgendwie so ein Das ist so blöd. Da will nur noch, ja, und dann, wenn man dann diese ups, so hat das immer gemacht bei Dings da. Ach Gott, sind die alt. Du auch. Warum kennst du das? Vielleicht gab's da mal einen Rerun. Das kann natürlich sein. Weil das ist schon richtig alt. So. Ups. Es regnet schon wieder. Jetzt nimmer. Moment. Jetzt nimmer. Oh, Sie hier sehen? Ich pflanze regnet's schon wieder Moos. Hallo. Was nehmen wir für Steine für Wo die... bist denn du? Wo kommst denn du jetzt her? So, was willst du? Was nehmen wir für Steine für die Wände? Weiß ich nicht. Also meistens sind die ja so lehmfarben weiß, Ja. weil... Also ich kenne nur diese niederländischen Windmühlen und die sind wahrscheinlich lehmfarben weiß, weil sie aus Lehm sind. Weißt du? Ja. Können wir uns dann auch Holzschuhe bauen? Und dann können wir übers Meer laufen. Krass, oder? So, komm, wir gehen mal rüber Steine gucken. Also, ich weiß nicht, wollen wir die... Nee, die bauen wir nicht so... Also nicht so gleich wie unseren Stall. Hier als Anschauungsobjekt. Schauen Sie hier den Stall. Ich bin gerade 80 Moos losgeworden. Oh. Ich auch. Ich habe mir Manga gekauft. Ja. Da guck dir das an, wie die Tiere in den Fenstern schon stehen, damit sie da hochgucken können. Guck da, Hase, Schwein, alle gucken hoch. Da, guck, das ist eine richtige Volksversammlung hier drin. Die sind so dumm. Und da draußen wundere ich mich, was hängt denn da drin? Ah, der Pferdekopf. Blutig oder nicht Da, blutig? ah ja, guck, da ist noch ein Dino dabei. Wie sie alle da drin... Weißt du warum? Ja, ich weiß von wegen dem Heu. Weil ich hier oben ein bisschen Stroh hingelegt habe, so, weißt du? Ja, aber
Das Ding ist, das liegt doch da unten, oder? Okay, da unten liegt gar keins so. Oh, das ist ja interessant. Ja, aber da zum Beispiel. Ja, das ist halt nur eins, ja, das weiß ich, aber sind schon ein bisschen dappig, gell? Ja, dann. Hopp. So, jetzt weiß ich auch, wo ich das Schild hier hin habe. Okay, den habe ich schon gewundert, wo das ist. So, also, geh mal Steine gucken. Hi ho, kleiner Dino. So. Wir hatten da oben die Tür auf, die habe ich doch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die zu habe. Abstimmt, Eddie. So, also, bist du schon da? Nee. Wo Nee, bist du ich denn? habe gerade noch Gegner gerettet. Also, achso, ja, wir könnten ja mal da hochgehen, wo man so andersfarbige Steine herstellen kann. Ich glaube, hier. Hier? Ja, aber das ist dann halt so. Wir könnten auch einfach gelben Ton nehmen. Ja. Das Problem ist halt, wenn wir diese Steine hier nehmen, die haben halt überall das Holz drumherum. Ne, es ist so. Weiß nicht, ist jetzt nicht so meins. Ja, aber so Lehm könnte gehen. Ja. Also, ja, Lehm ist schön. Gelber Ton, da müssten wir auch welchen haben. 200 zum Beispiel haben wir. Das ist ein bisschen wenig. Dann müssten wir noch in die Wüste gehen, Ton abbauen. Achso, wir brauchen dafür Ton. Und dafür brauchen wir roter Sandstein. Haben wir einen. Aber Ton haben wir noch. Ja. Aber den wollen wir ja dann schön weiß haben. Braucht man weiß und schwarz. Für weißen... was ist Clay? Ist doch Lehm. Ne? Ja. Für weißen Lehm brauchst du schwarze und weiße Blütenblätter. Warum denn schwarze? Aber Was? man immer schwarze braucht. Das ist interessant. Okay, was ist das da? Weißer Ton glatt. Also, hä? Ach so, für smoothen Lehm. Für grauen Lehm. Ah ja, okay, das ergibt Sinn. Für grauen Lehm, ja klar, brauchst du weiß und schwarz. Aber für weißen brauchst du nur weiß. Ergibt das Sinn? Weiß nicht. Weiß nicht, so. Oh, aus rotem Sandstein kann man Lehm machen. Ja, Ja, praktisch. okay, dann sollen wir... Wenn du jetzt denkst, dass ich sowas sage wie Lehm und Lehm lassen, hast du dich geirrt. Stattdessen sage ich, kennst du den Stanislav? Ja. So, muss mal hier ein bisschen meine Bücherbildung... Was ist denn das da? Prefabs. So, Okay. dann bräuchte ich noch Türen. Genau. Aber was für Türen nehmen wir denn? Also, machst du das jetzt aus weißem Lehm? Was? Na, die Mühle? Gelb, oder? Gelber Lehm. Gelb oder weiß? Ich Ja, sag- weiß nicht. ich sag gelb. Ja, oder gelb. Ja, wie du willst. Ich würde halt vorschlagen, wir tun ein bisschen cheaten, weißt du? Und zwar, du darfst da den Geistermodus benutzen. Weil, weißt du, wie viele Steine wir dafür brauchen? Mehr als 30. Obwohl, die Steine hier wären halt auch gute Mühlensteine hier. Also, was sind das für Steine? Kalzit? Nee. Das kann schon sein. Das da vielleicht? Quarzit. Was? Ja, würde auch gehen. Kannst auch soll man sie aus Kreide bauen? Da wüsste ich, wo wir sie herkriegen. Ah, nee. Nicht? Nee, komm, wir machen Wir haben Lehm. noch ganz viel Marmor. Ja, Aber komm, das ist ja dumm. ich mache Lehm. Kalzit haben wir aber auch. Oh, Lehm. Gelber Lehm. So, was ich halt sagen will ist, kannst dir ein paar Steine herstellen und dann im Geistermodus das Ding bauen. Dann brauchst du nicht so viel Blumenblüten und sowas, ne? Ich meine, Such dir mal eine schöne Tür aus, weil da müssen ja auch Türen und Fenster rein und so. ja. Ja, muss man halt schon wissen, soll es eher rustikal sein oder eher edel.
Ja, also edel nicht. Ich bin dafür, dass es halt eher rustikal, so ein bisschen scheppig vielleicht auch, weil das Ding soll funktionieren, nicht geil aussehen. Das Aber ist, die Müller waren früher schon ziemliche Halsabschneider. Ne? Also die ja, klar. Deshalb haben sie ja ihr Haus nicht so edel gebaut. Das war ja nicht ihr Wohnhaus. Das war eine Arbeitsstätte. Ach so. Ah, wieso sollten sie da Marmor und feinstes Geschmeide verwenden, wenn sie so ein Ding billig hinbauen können und ordentlich Rendite machen? Verstehst du? Okay. Also so, das ist meine Idee. Ja. So, Also, gut. Dann machen wir das. Gucken wir mal kurz, ob man dich sieht. Da drüben stehst du. Gut, werfen wir mal einen guten Blick drauf. Denn diese Folge neigt sich genauso wie die Sonne der Erde zu. was? Der Erde? Es soll ein Wortspiel. Ende. Ah, schon wieder, ja. Okay. Random. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss. Hm.